Goede Morris, welkom hier. We hebben zo schön gezongen en dat jet meer maar schön met te zingen of te horen wat de anderen zingen. En dat is een grote vrijheid dat we kunnen hebben, dat we kunnen een kerk vol mensen zijn wat aan God geloven en aan Jezus Christus geloven en taub zingen, taub am loven. Some Leute die doen ons ingerechten, some Leute zijn zum God loven. En dat is schön dat we den zwei kunnen te God reden durch den Gesang aller taub. Wat de Leute schrijven doen, die helpen ons onze Feilungen und unsere Gedanken über Deel te bringen, dass wir die können zu Gott sein. Manchmal sind das Gedanken, was einer selbst wird gedacht haben, aber wenn ein Leid ist, was er deutsch wird und Fan geschrieben ist, dann kann einer mit singen und mitdenken und mitbeten und wir können das alle taub tun und das ist ein schönes Ding, was wir haben. Bevor wir in die Schrift gehen, weil wir taub beten. Himmlische Vater, Dankeschön für das schöne Smars, das Tag, was du uns gegeben hast. Dankeschön, dass wir hier diese Städte haben, dass wir diese Gelegenheit haben, dass du uns hast hergebracht und was hier in uns leben. Wir haben verschiedene Wege, wie wir gegangen sind. Aber von der Smars sind wir hier mit dir taub und wir freuen uns, dass du auch hier bist. Du kannst hören, was wir sagen, du kannst sein, was wir denken. Du weißt alles, was an uns hart ist, du weißt, was uns vernehmen ist, du weißt, was unsere Verlangen sind. Und ich bete, dass du uns helfen, hungrig zu sein nach dir, hungrig zu sein nach deiner Gerechtigkeit, nach dein Wort. Und wir weiten dort, nach dein Wort, nur was du uns erfüllen, wenn wir da nur Verlangen sind. Und andere gute Dinge, was du mitbekommen und du enger sind. Und das sind so viel, wir danken dir dafür, Dankeschön für uns Erlösen. Durch Jesus Christus am Kreuz, dass wir nicht brauchen unsere Schuld länger drehen, wenn wir große Schuld haben, aber wir preisen dich, dass du dich hast wahrgenommen, betont und wahrgewaschen, dass du nicht mehr ist. Da sind wir so dankbar für, wir wissen nicht, was wir würden sollen, wenn dort noch einmal, wir dort noch einmal sollen drehen. Und Dankeschön, dass du uns hast frei gemerkt und dass wir deine Kinder können sein und können Frieden die checken und die rauben eine Halb und eine Kraft und eine Ungerecht und das ist, was wir von dir wollen. Wir beten, dass du uns durch Unfällen zu verstehen, möchtest du mir wiedergeben, zu reden, was zu reden fehlt, dass du Lied kann, was mitnehmen, was wir den Sehen sein, in der Halb sein, in der Muttersprechung. Und Dankeschön für dein Wort, Dankeschön, dass wir so gesund sind, als wir sind. Und wir beten, dass du uns dort halten. Und dass, wenn wir, wo immer wir gehen an den Weg, dass das allein ist, oder dass das manch viele Menschen ist, aber dass wir würden keinmal nicht uns allein feilen, dass wir würden immer können weiten, dass du bist, du bist, wo immer wir sind, und wir an die sind, an Jesus. So, Dankeschön dafür, Gott, dass wir das können weiten, dass du alles becheckt hast, was wir kommen haben. Du weißt jeder Ding, was wir begegnen wollen. Und wir weiten, dass du uns Kraft geben, Weisheit geben, dort mit schaffen, was immer dort wird sein. Ist das gut ist oder ist das schwierig ist. Und da danken wir dir für. In Jesus' Namen. Amen. Ich will anfangen mit some Lieblingsvers, was ich habe. Und ich will haben, dass jeden sollen da auch Lieblingsvers sein. Und dann weil wir von da ein bisschen wegen an ein Thema an, was ich so denken würde, dass ich hier saßen würde, dann dachte ich so, man, de laatste 5 oder 10 Mal, wat ik hier heb gepredigt, dan heb ik graag dit gepredigt. Almost. En de lied wordt al in Oulens aan. En dan dacht ik zo, wel, aber wenn wir das noch einmal drehen, dann fehlt das vielleicht noch einmal da an. Und ich glaube auch, dass das, die Botschaft wird nicht für jeder einen sein, aber für ein paar von uns wird es sein und auch für mich. Und so, wir wollen du ein bisschen checken. Das Thema wird sein, ab wem verlässt du die? Dat is mijn Überschrift, ab wem verlässt du die? Aber bevor wir durchgehen in uns ein paar schwere Fragen, weil wir uns mal uns ganz was Schönes verleihen. Und das ist in Kolosser Kapitel 1, Vers 19, fangen wir dann an zu lesen. Und das ist so eine schöne Vers, und ich wünsche, du wirst dir in deine Bibel tegnen, dass du nächstes Mal, wenn du durch deine Bibel blättern,
was der drin ist, dat we de getekend opkomen, dan wirst je deze vers de waar fing. Kolosser Kapitel 1, Vers 19 sagt es dit. Gott gefällt dort, dat de sehen, de volle Gottheit an sich hat. Dat meint, dat als Jesus auf diese Erde ging, hat de volle Gottheit. So, wenn die Menschen mit Jesus zu tun haben, dann haben sie mit Gott zu tun. Because Jesus ist Gott. Jesus wir Gott in sich selbst. Diese Erde wir, Gott hat sich an Jesus geopenbart. Nicht an körperliche Kraft, aber an Göttlichkeit, an wo er mit Menschen umging und wo er wir. Und Menschen, die nur Gerechtigkeit verlangen, die Menschen, die nur Heilung verlangen, die ging dort schein mit Jesus taub. Because bei Jesus fangen sie ihre Antworten. Jesus ist von der nach Kreuz ist er dann wir. Von der, wenn deine Antwort fehlt, wenn deine Heilung fehlt, dort kannst du viel bescheiden, wenn du nur Jesus gehst, auf deine Knie ist und deine Arme Hand geben das, wenn du die Arme freien das und so. Jesus hat die Gottheit an sich. Okay, Vers 20 sagt, durch den Sehen will Gott alles mit sich verseinen. Alles, was auf der Erde oder im Himmel ist. Dadurch, dass Jesus Friede gemerkt hat, durch sein Blut am Kreuz. Und das sagt nicht, dass Jesus Friede merken will. Hier sagt er, dass Jesus Friede gemerkt hat, durch sein Blut am Kreuz. So, Jesus ist all am Kreuz gestorben. Dann wird er so gequält, dass das Blut schälen deed. Dat je het niet schön da unterdenken, aber das ist das wir. Und hij wie een heiliger Mensch, wir losen groß, dat Gott, die Gottheit, wir ganz an Jesus. Und willst du ganz an Jesus wir, dann das sein Leben kosten deed, dass wir genügt haben, uns mit Gott zu bringen, um die Schuld, was wir haben, unsere Sinnenschuld betonen. Und wenn wir noch mal wollen wundern, wo schlimm das mit unserer Sinn ist, dann kann ich nun Kreuz checken und checken, was da anging. Das ist schlimm, ist das mit unserer Sinn wir. Wenn wir auch so denken, das ist noch nicht ganz so schlimm mit uns, ist mit viel andere wird sein, aber eine Sinn, das lesen wir als genügt, dass von uns von Gott trauen hat, und da braucht Jesus ihn sterben. Und so, das war das hier wir, Jesus hat Friede gemerkt, und der Preis ist ganz betont. Manchmal habe ich das so, oder wenn ich das so habe, ich habe das noch mal so, wenn ich was verrechnen da und das nicht ganz klar ist, dann blieb ich na, das ist all gut. Ich kriege an der wieder nicht, aber man, einer kommt, es schwor mal, was dort kommt, okay, nu, wird die doch mal gut sein. Nächstes Mal, wenn wir uns treffen, dann wirst du da nicht an denken. Oder ich will mir uns nicht mal schuldig fallen, nicht? Some von uns haben schworen Tiet, mal das gut zu halten, was wir betonen sollen. Und das ist also, some Menschen, die jetzt mit Gott gehen, haben eine schwere Tiet, das anzunehmen, dass das dann mal gut ist. Nicht? Na, ich soll noch das, ich soll die gehen sich, wenn sie Christen sind, sie haben sich bekehrt, aber man, das kommt noch weiter trägt. Ich soll noch mal, und dann habe ich mich verschuldigt, das kommt trägt, die Sohn bringt das trägt, was alle gewasst ist, und dann, no, das sagt hier, Jesus hat Friede gemerkt. Wenn du an Jesus Christus bist, dann hast du Frieden mit Gott. Nimm das an, nimm dir den Frieden, was du hast. Nicht, das ist, wenn ich dir ein Geschenk geben, oder deine Kinder, oder deine Frau, oder dein Mann, wer immer, die geben dir ein Geschenk, dann nehmen wir das an. Das Frau will nicht haben, was sagt dann nicht schuldig, nicht? Some Menschen, die geben noch mal ein Geschenk, dadurch, dass sie wollen einen Verwort haben, sind, ja, das gut. Aber wir reden nur von einer Familie, nicht? Da wir das nicht so starten. Weil noch sagst wir nicht, sind Menschen, weil wir nicht sind. Und wenn ein Geschenk geben oder kriegen, dann nehmen wir das frei an. Wenn du wem ein Geschenk gibst, dann frisst du die, wenn du das mit Freude annimmst, nicht? Und das ist, was Jesus für uns tut. Er hat Friede gemerkt. Nimm dir den Frieden. Er jaft uns den Frieden. Paulus sagt, der wir Gott reden, dass Gott jaft uns den Frieden. Den können wir haben, wenn wir durch Jesus am Kreuz dort annehmen, das gut ist. Vers 21 sagt, je selbst wären vorher Gott fremd, in ein schlechtes Leben wir je Gott feindlich gesonnen. Aber Christus hat jünd durch seinen körperlichen Tod war er mit Gott topgebracht, um jünd rein und heilig und schuldlos für am hinterstellen. Und das ist, was Jesus da ist, am Kreuz sterben. Und das will ich jünd mitteilen von dir. Und das ist unsere Freiheit, was wir können mit Gott haben, dass die Dinge, wenn die das auch so jedes Mal, man, da würden aber Dinge sein zu sein, wo das gewasst ist, aber man, von der
kann wie sein, dass Gott das uns Zeugnis, dass Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, von der haben wir die Kraft, und das der Bruder hier vertellen, Christian uns reminding, dass Gott seine Kraft als an uns, von der Tim mit Gott zu leben. Das ist nicht, dass wir bloß, so Menschen, die falls ich mehr sagen, dass, und manchmal fehlt uns das vielleicht auch, aber so, dass, okay, na, wir leben in das Kreuz, und man, ich habe keine Kraft, um nochmal wiederkommen, und nochmal über alles, was Überwindung haben. Ich lebe bloß, ich bin ein Sender, aber es ist gleich, dass das Kreuz erst nicht bedeutet mir. Weil am besten eine Stück wieder vielleicht ist, von der Erhobs nicht glauben, aber das Kreuz erst wieder anfangen, und dann Jesus sein Tod, wie nicht das ein, sein Leben jetzt wieder. Und so von der an lebe ich mit dem Leben in Jesus, was uns halten, an uns Leben wiederzukommen. Das alle ist vorbei, nu ist alles nie geworden, nu gehen wir wieder, nu gehen wir fertig mit Jesus und seine Kraft. Und er stellt uns rein und heilig und schuldlos. Das ist, wie kann mit ihm gehen, wenn das nicht wieder wird, wie ich kann mit ihm gehen. In dann Vers 23 sagt, du kommt das nicht darauf an, dass die am Glauben ganz fest bleiben und nicht aufkommen von der Hoffnung am Evangelium. Und das ist das Leben, wenn wir als Christen sind, wenn wir uns haben, Gott angegeben und wir haben das Kreuz angenommen, Jesus sein Opfer für uns, das ist bloß einfach genug. Nehmen die das an, kriegen dort, wo grob, wo schlimm das hier war, dann kannst du die annehmen. Wenn die dort nicht kannst annehmen, dann wird die dort schwer sein, wieder in die Christenleben zu gehen. Aber wirklich, muss sie dann fragen, habe ich das angenommen? Bin ich ein Christ, wenn ich das so schwer habe unternehmen? Man nimmt das an, das kostet dir dann. Nimm das von dir an und von dir wieder, dort ist, wo die kannst mit Gott gehen. Wenn die eigentlich dieses Gefällt zwischen dir und Gott ist, wird dann lebe ich in den Vers wieder sehen, die wären Gott feindliche Sonne, nicht? Dann habe ich euch Frieden mit Gott. Aber wenn wir Frieden haben mit Gott, du auf einmal haben wir anfangen mit Jesus taub zu gehen, jeder Tag. In der ich gehen mit ihm taub, um zu beten, um eine Haupt zu freien, um eine Kraft zu freien. Ich denke, erst wenn wir Gott nur die Dinge freien, was sein Willen sind, dann hilft er uns da, dann hilft er uns mit da. Und das ist das Ding, dass wir verstehen können, was Gott sein Willen ist, und auch, dass uns nur die Dinge verlangt, was Gott sein Willen ist. Nicht? So manchmal, wenn die nicht nur Gott verlangt ist, dann ist ein Christ sehr frustrated. Aber wenn uns Gott ist nur das, was Gott will haben, und das kann viele Dinge sein, das meint es nicht bloß, was wir manchmal für Jässlichen an oder Kirchen sagen, das ist auch für unser Ehe, für unser Familienleben, für die Arbeit. Like, das sind so viele Dinge, oder für Ministry, das sind so viele Dinge, was Gott sein Willen sind, weil wir Gott freuen, nur Kraft und nur Halt für die Dinge, was uns fehlen. Von dem, weil wir reden, ich habe diese Botschaft, wo ich will von reden, oder diese Gedanken, die sind für mich und die sind auch für some von ihnen, nicht für alle, some von ihnen können von der bloß horchen, das ist nicht für ihn. Und dort vielleicht sind die Dinge, was für ihn alle sind, nicht ganz, nicht mehr ganz durchschatten, horcht er ein bisschen, vielleicht erst auf einmal was. Aber meine Frau ist, ab wem verlässt du dich? Oder ab wem verlot ich mich? Psalm 37, Vers 3 sagt es dit, vertrau den Herrn und du Gott, dann wirst du im Land wohnen in sein Haus. Hab deine Freude am Herrn, du wird dir geben, was dein Hort sich wünscht. Jef dir den Herrn an und verlot die ab und du wird das Gott merken und wird deine Gerechtigkeit für den Tag bringen, so ist das Licht in dein Reich, so ist der Mittagssonne. Okay, so wir haben zwei Hunde. Wenn ich komme was hier alles hier vertalen, wenn ihr dort und das. Wir haben mehr Hunde gehabt und wir sind zwei von was ich will vertalen von der. Ein das ist ein Hund, der haben beide spitze Ohren und ein von denen hat Ohren, die scharf und tief war. Der Harchen, vielleicht hat ich ihn das mal vertalt. Hat ich ihn das vertalt? Wir haben der Harchen ganz und ein. Und wir der Sommer an der Freitagsabend oder Sonntagsabend erst von einer Barbecue-Büten haben oder ein Vier haben, ganz, das wird also friedlich, das erst was wir können sein. Und der Hund liegt auch auf der Ohren, der scharf und tief war, der Harch.
Was hier nicht zu weit ist, am Bohr ab einmal am Barsch aus. Nicht? Wer weiß, er an Lev, wer weiß, was er am Barsch aus, aber der Horch, das ist never ganz geloten. Das ist einmal, wie soll ich das sagen, abgetritt, das weiß ich nicht, abgetragen, das ist never, mir fällt das nicht bei, aber das ist never geloten. Das ist einmal, der Horch einmal, das ist niemals im Frieden. Und das, okay, das ist fein. Der horcht einmal, wenn wir erst gehen besorgen, gehen Drankweg drehen oder gehen im Garten checken oder gehen Schlauch wieder leihen oder den Winter Schneischaufeln. Ich weiß nicht, da möchte eine Zeit sein, wie der nicht wirken das, aber der wirkt immer. Das ist das bechecken, das ich da beobachtet habe. Sommerhin sagt man reich so, das ist nicht so, über den Mut, aber sommerhin sagt man reich so, der Ballen danach, er muss ein Hink gehabt, oder haben die einen Oberstand leichter als ein Hink ist, was einer hat, nicht, aber der Ballen danach, und sagen, na, wie geloten. Ich meine, wer weiß, was da bei mir was sagen, nicht? So Ballen, dann, wenn's, weiten sie, dass hier ist ein Hund, blieb wach. Right, so. Wir haben einen anderen Hund, mit dem, actually, jettet viel schöner. Die wird, wie würde ich das mal sagen? Ich glaube, wenn der eine Mittagssonne, hier ist geredet von einer Mittagssonne, und der eine Mittagssonne hing am Haus schleipt und durch am Bohr vorbeiging, ich glaube, der wird, wenn der abwirkt, der wird sich mit dem Bohr für sich einen Freund merken. Ich weiß nicht, aber das ist schon mal passiert. Aber, weet je wat een logeuur is? Dat sind wir, was mein Dad manchmal braucht. Vielleicht weet je nicht, was er meint. Ich verstehe das nicht zu explain, was ein Logeuur ist, aber der kann sich nicht. So wenn ich jetzt so erscheint, actually zum Spielen, dann wirst du mit den Hund gehen. Das ist der beste Menschenfreund, oder die wirst, wir stoppen den manchmal, wenn die Hand kommt, stoppen wir den fangen an, weil der wird ihn bloß überwältigen mit Freundlichkeit. Und erst wenn er vor wird, der wird das nicht recognizen, der hat kein Verständnis von dir vor. Wenn der Bad taub sind, der eine, der wartet, soll er werden, oder das Wort soll er bauen, der andere, den ist nicht exciting. Oh, nie ist nie jahre Schein, nie als Activity, nicht, nie habe something im Drehen, nie jahre Schein. Das ist das Verständnis, was er von dir vorhat, okay? Bad ist von der gleich der Bad Säuer. Und es ist interessant zu beobachten. Ich würde es schon mal gewusst haben, dass Hüng noch verschieden wären in Dienstreich. Es sind eben eine Sorte, sind bis verschieden. Okay, so was hat niemand unsere Botschaft zu tun? Das jetzt noch schön erst Geschichten vertellen. Vertritt den Herrn in der Gaudet, dann wirst du im Land wohnen in sein Hasanen. Hab deine Freude am Herrn, da wird die geben, was ihn Hort sich wünscht. Jeft die den Herrn an und verlot die ab ihm, und der wird dort Gott merken, und wird deine Gerechtigkeit für den Tag bringen, so als das Licht, in deine Reich, so als der Mittagssonne. So uns ab Gott vertrauen, das als Fan, das ist, was das hier sagt. Vertraue den Herrn. Okay, und das ist, was wir wollen tun. Gott ist stark, ab Gott können wir uns vertrauen. Von der rede ich besonders zu dir sind Vater. Ich rede uns alle, aber wir versammeln uns, das ist für uns alle, das ist ein Befehl, uns auf Gott zu vertrauen. So, ich würde mich gerne, so was meint das? Okay, der nächste sagt, in der Gaudet. So, da wieder habe ich fertig mit der Eva gelesen, nicht? Das sage ich, vertraue dich auf den Herrn, dann wirst du im Land wohnen in sein Haus an. Das ist eigentlich den Vers, den ich meist einmal gelesen habe. Vertraue dich auf den Herrn, dann wirst du im Land wohnen in sein Haus an. Okay, das sind noch die drei Wiederbahnen in der Gaudet. Vertraue den Herrn in der Gaudet, dann wirst du im Land wohnen in sein Haus an. Trinken unsere zwei Hüng, oder ich bete so gleich mit der Bett so schon jetzt. Der eine, der hat bloß die drei wieder in der Gaudet, der hat kein Vertrauen. Und der andere hat bloß Vertrauen, und der hat kein Gaudet. Das sind zwei Ditchen, wie wir können bauen sein, nicht? Like wir vertrauen Gott mit alles. Gott, okay, so werden wir dann nicht mal ein Bild merken von unserer Gesundheit. So, ich war nicht mal Gott vertrauen für meine Gesundheit.
Right? So, ich rede nicht viel von ihnen, sondern mit allen. Das ist ich sein. Aber ich bin ein junger Mensch, weil wir sein. Und ich vertraue Gott mit meiner Gesundheit. So, ich will mein Leben stark nicht abpassen um meine Gesundheit. Ich will nicht aktiv sein, wenn ich eine Stelle Arbeit habe. Ich will nicht exercisen, ich will nicht schaffen, ich will keinmal ran und gehen. Ich will alle Garbage eten, was mich jankert. Ich vertraue Gott auf meine Gesundheit. Gott wird sich mit meiner Gesundheit weiten. Nicht? Ich vertraue mich auf Gott. Oder, und die Männer wollen nicht verstehen, wie viel von ihnen vertrauen auf Gott für ihr Geld, für ihre Finanzen? Well, vielleicht würden wir alle die Hand abheben. So, auf wem verlässt du dich für dein Geld, für deine Arbeit? Na, du wirst sagen, du verlässt dich auf Gott. So, vertell mir mal, was meint das, dass du dich auf Gott verlässt wegen dein Geld? Wieso schaffst du dann? Gott wird dir sich an dich kümmern. Und er will passen bei Dingen taub. So, was wirst du holen von mir oder von der Bruder Ramdi, wenn ich einmal anwärts, die schaffen nicht. Die führen never anklagen, die führen never zu der Arbeit. Die liegt auf dem Sofa und verleiht sich ab, dass Gott wird sich an ihm finanziell kümmern. Oder ab uns ist Gemeinde, ab Kirche. Wir werden uns an kümmern an ihm. Was werden deine Gedanken über dort sein? Aber das ist klar zu verstehen, das lacht uns, weil das so wichtig, das macht keinen Sinn. Wir wissen das, wir vertrauen uns auf Gott, aber wir wissen auch, dass Gott hat uns abgegeben, uns zu kümmern. Nicht? So das, was ich hier sage. Vertraue den Herrn und der Gott. Das ist, was er sagt. Ja, ich weiß nicht, was David hier alle am meinen hat, das heute wieder sagen, dass wieder eine Hinseht, redet von ein Hort, ein Mensch, was Gott handgegeben ist, jaft den Herrn, jaft die den Herrn han und verlot die ab Arm. Und dann sagt er, hey, wird ihnen die Reichlichkeit für den Tag bringen. So, das war die zwei Dinge. Jaft die Gott han, sein ab Vertrauen ab Arm. Und dann sagt er, hey, wird ihnen die Reichlichkeit für den Tag bringen. Die gute Ding, was ihr das, wird Gott für den Tag bringen. So, das nimmt das für granted, dass du bist ein gerechter Mensch. Du das Ding, was reich sind und gut sind. Und du hast Vertrauen auf Gott. Beides taub zugleich. So, wenn ich mein Leben verschwende, wenn wir mal an diese Geschichte denken von den Seen, was Jesus verteilt hat, dem Prodigal Son, was der verlorene Seen, der ging weg, nicht? Und der verschwand all sein haben Gott und sein Aufgott verschwand mit schlechtem Leben. How about, wenn über den Titel über die Seite, ich vertraue mich auf Gott, ich vertraue mich auf Gott. Und ich will mit alles verleben hier und ich vertraue mich auf Gott. Gott wird sich an mich kümmern. Okay, so ein Geld kann wir das fan verstehen. Aber das ist ein anderes Ding, wie mir manchmal so sieht, wie ich das getan habe, und wie ich mir manchmal sieht, wie es vorher manchmal das nicht abknacken kann. Und das ist mit unserer Familie oder mit unserem geistlichen Leben. Wir vertrauen uns auf Gott. Gott wird gesagt weiten. Nicht? Wir wollen unsere Kinder auch nur der Schule schicken oder nur der Kirche schicken und ja, die wollen ja, was die auch schaffen. So, ich rede nicht. Ich habe Fehler gemerkt, aber ich wünsche, ich würde unterstellen und das hast du auch. So, nie reden wir nicht von was Vergangenheit ist, nie reden wir von der und wieder. Viele Männer, ich soll nicht sagen viele, das Jeff Männer, christliche Männer, werden am Geld sein. Ich vertraue Gott, aber die kümmern sich, dass sie zu eten haben. Sie kümmern sich, dass ihre Familie was zu eten haben. Aber die selbst Vorher wird sich am Geistlichen und mit seiner Familie kriegen zu sagen, ich vertraue mich auf Gott, aber er wird sich wenig an seine Familie kümmern, actually. Und so, das ist ein hartes wird für mich und ich hoffe auch für dich. Ich will von die Frau fragen, auf wem verlässt du dich für deine Familie? Und auch mit anderen Dingen. Wem's Abgabe ist dort, die sich zu kümmern? Well, das ist die Kirche ihre Abgabe, das ist die Schule ihre Abgabe, das ist die Gesellschaft ihre Abgabe, mitzuhalten.
Aber das ist unser Vorrecht, unsere Aufgabe, das zu tun. So, tja, wie Gott vertrauen, ja, tja, wie uns auf andere vertrauen. Ja, manchmal habe ich Trouble mit, auf andere Menschen vertrauen. Some von uns haben, als wir klein waren, schwierige Dinge belebt. Vielleicht Dinge, die uns auf uns denken, vielleicht Dinge, die uns gut denken. Und die merken uns sehr Verdacht über andere Menschen. Wir haben eine schwere Zeit, andere Menschen zu vertrauen, wenn das wie klein, neu programmiert. Die kostet die nicht auf wem verloren. Und das ist manchmal schwer. Unser Mensch, der ist nicht im Frieden. Der kann vielleicht Frieden mit Gott haben, aber der hat eine schwere Zeit, Gott zu vertrauen. Aber wenn das, wir nur jung, und das kann auch sein mit Erfahrungen, was der Luther sagt, was ist große Lied. Wir sind Dinge, das Leben hat uns dort von jung gelehrt, nicht die auf wem vertrauen. Das kostet nicht, das ist dangerous. So, ein Mensch merkt sich toll, oder der langt am Marit, der will Freund sein, der wird gern nur sein mit somebody, aber so schön ist er anfangen, nur zu werden, dann, oh, das ist gefährlich, ich kann das nicht, das ist alles war Eva, nicht? Und das ist ein Handenträg, der Mensch ist nicht im Frieden, because das ist nicht programmiert, kann mich nicht auf andere Menschen vertrauen, und kann mich nicht auf Gott vertrauen. Und so gehen wir durch im Leben. Wir waren nicht ganz gewandt, und unsere Kinder wissen auch, sie stehen ab mit uns, und wir programmieren die Krieg so, because die nehmen ein Programm von uns. Der Programm download, der App, Upgrade, was immer, das Upgrade die auch, because die sein, die leben mit uns. Die können das feiern, das, was wir feiern können. Und so, das geht in was es Eva, vielleicht ist es all verdämpelt. So, das ist ein bisschen mit Vertrauen manchmal schaffen. So, manchmal, some von uns sind das uns ein Hund aus, und das ist never geloten, das ist immer alle gefährlich, das ist immer alle, nur sein, man immer abposten, das alle immer warnen, sei alles, das never nicht. Das ist eine Familie, und die Kinder kann nicht never geloten sein, because alles ist gefährlich. Alle wen ist Gefahr. Und man sei abposten, sei bewahren. Some von uns sind vielleicht in der Land. Vielleicht zu weit über geschoten, den zwei, das kann leicht sein. Andere von uns ist Eltern, und besonders ist Vorrecht, sind an der Linie, das ist uns andere Hand, und das Leben ist Schein, wir vertrauen uns auf Gott, und die Sonne scheint. Wir sind auf einer Ferne stehen, und somehow, wenn wir tauntig sind, dann wird alles an Ferne gedreht. Wo, weiß wir nicht, haben noch never ever gedacht, aber es gibt es schon. Und wir sind ganz geloten, Gott ist gut, groß und kraftvoll. Und so, das sind ein bisschen Extremes. Und ich merke das extrem, dass ihr verstehen, was ich sage. So, mein Besorgnis ist, und das Besorgnis kommt von mit Menschen reden, mit Jugend reden, mit Kindern reden. Was ich selbst belebt habe und was die selbst belebt haben. Du weißt, von was ich rede. Viel von Jugendweiten. Und so, wir wollen uns auf Gott vertrauen. Was war das? Aber Gott lehrt uns, die Bibel lehrt uns zu kümmern. Wir haben in Jesaja Horafars und Timotheus 4, Vers 8. Und wenn du so eine Bass, du schlafst, du kümmerst dich nicht an deine Familie wirklich, dann, als hier in Horafars, mir hat den manchmal all gestruft. Und da, nu noch war das, ich den hier in meine Notes nennen möchte. Und ich dachte, man, was sagt die Bibel über das? Mir klappt den ein bisschen hart. Aber wir mussten den once in a while lesen. Wann das in so einer Horror ist. Und Gott ist gnädig und wir vertrauen uns auf ihn. Aber in Timotheus 4, Vers 8 sagt es das. Wann aber wer nicht für seine eine Freundschaft sorgt, und besonders für die von seiner eine Familie, der hat damit seinen Christenglauben aufgesagt, und das euer ist einer, der nicht glauben wird. Auf Plattdeutsch schiert sich das noch platter als auf Englisch. Und so, das ist something, was ich dir sind Führer, und mir sind Führer. Und von der reden wir von der wieder. Fehler habe ich alle gemerkt, aber
Auf wem verlässt du dich für deine Familie? Auf wem verlässt du dich für dein geistliches Leben? Lehr dich selbst zu leiden, lehr deine Früh und deine Kinder zu leiden, und dann können wir für sie andere zu leiden. Das ist ein Ding, und wir wollen Fehler merken, das geht dort. Wir denken erst, es wie versehen. Nur wem haben wir dort outsourced? Wir schaffen dort, dass wir noch manchmal Dinge outsourcen, nicht? Wir dann, wir uns Shop, wir bauen das Ding, das ist nicht mein Shop, aber wir schaffen dort, wir bauen Dinge, aber wir haben nicht eine Vorwarie. So wir schauen ja mal viele Parts rein zum Vorwärten. Jeder Tag, alle paar Tage, was einmal ganz eindeutig, die vorne tragst, Parts nur eine Städte bringen zum der Vorwärten. Wir tun der Outsourcing. Das sind viele, das sind Männer, das sind Mamas, das sind Lied, die outsourcen ihre Kinderabbetragung. Wenn ihr schafft mit jährlichen Dingen, mit den Kindern mithalten, nur sein, jährlich zu besorgen, muss mit den Kindern reden, die mal halten, die schwere Arbeit tun, die mal lernen, mit den Taub zu gehen und die Ente lernen. Alles jetzt nicht durch, das sind Grenzen, was immer das ist, oder die an der anderen Seite die Geschichten zu vertellen, mit denen zu spielen. Das outsourcen, das bringen wir das wir haben. Somebody was ich tun. Die Sinnerschule was das tun, die Kirche was das tun, die Schule was das tun. Und das nicht kriegen, wenn sie ein Jahr haben. Wir weiten uns nicht. Wir haben es never verliert, selbst zu vertrauen. Wir werden uns das nicht. Wir haben uns hart tun. Und so dann outsourcen wir unsere Kinderabbetragung nach anderen. Die wollen sich weiten mit das. Die wollen das tun. Wir sind ja auf einer fernen Stadt. Okay? Das ist dein Job. Okay? Es ist ein Führer, es ist ein Mann. So, das sind Fan. Wir wollen eine gute Kirche fahren, wir wollen eine gute Schule schauen, wir wollen eine gute Gesellschaft haben. Das ist ein Part von deinem Job tun. Aber wenn es kämpft, deine Kinder abbetragen, unsere Kinder abtragen, weil wir das nicht so einfach merken, es sind pure merken und dann sagen, okay, hier sind meine Kinder, trag die ab, hier ist ein Check, hier ist das Geld. Weiß ich mit dir, die weiß nicht, wie besser als ich. No. Wenn die das sagt, du verstehst das nicht, du weißt das nicht, was das macht, dann hast du schwere Arbeit an die selbst zu tun. Wenn du an die selbst Frieden hast, wenn du an die selbst weißt, wer du bist, bei Gott und bei dir selbst, dann wirst du anfangen, deine Kinder viel besser zu leiden. Und dann hast du was zum Unterbeiden. Du hast nur was unterbeiden. Keiner, man wird zu deinen Kindern reden, und die wollen natürlich viel zu merken, aber das habe ich alle gesagt, aber wer zu dir redet, mehr ein großer Unterschied. Wer zu dir redet, mehr ein großer Unterschied. Wenn ich zu deinen Kindern rede, der merkt dann einen Unterschied. Wenn der Oberst zu deinen Kindern redet, der merkt dann ein bisschen Unterschied, dann ist was er sagen vielleicht. Wenn der Freund zu deinen Kindern reden, das merkt vielleicht was ist. Wenn sie an Walmart wem treffen, nochmal wird wer zu deinen Kindern was sagen, das ist unlikely, aber wenn nochmal wer, das wird das ist interessant, was er redet zu mir. Aber wenn ein Vater oder eine Mutter zu den Kindern redet, die Kinder sind so geprogrammt, dass das was ist. Und so, du hast eine besondere Gelegenheit, das ist dein Job. Du nicht, deine Kinder ihre Abbetragung outsourcing. Die Kirche will halten, die Schule will halten, die Gesellschaft will halten. Some von uns outsourcing unsere Kinderabbetragung nur ein Phone. Und die Kinder wird von dort abgetragen und dann Luther weiß nicht, was geworden ist, because der Lehr, was die gekriegt haben, hat der erst geheilt. Das ist der Hund, was da in der Sonne schien, schlaft. Und das wird ja auch schaffen. Nicht? Und dann auf einmal, wo wir andere haben nicht geschafft. Weil wir nicht von dir sind, ab wem verlässt du dich? Wir wollen uns ab Gott verlassen, aber kriegst es wir uns mit Geld verdienen, selbst kämmern, so weil wir uns mit Kinderabbetragung auch selbst kämmern. Das ist unsere Arbeit. Weil wir am Vertrauen und Konferenz und mit Glauben gehen und dort tun, was wir können. Und dort tun, was wir von deren weiten. Wenn wir alle würden dort tun, was wir von deren weiten, dann wird wir weit kommen. Das ist für mich selbst. God bless you.